Weezy, hast du zu viel getrunken und liegst jetzt hinter der Bar flach? Sometimes this crazy world gets carried away, but deep down I feel it's gonna all be okay. Can't say where we're going or what's up ahead, but we can wonder about the future or just make it up instead. Willkommen in Dresden. Es ist Sonntagmorgen und die Esel haben nachher durch die 6. Nacht. Sind sie noch nicht ganz fit, gell? Gell, Breeze, vor allem du. Gell? Ja, dir. Ist alles gerade ein bisschen zu viel am Sonntagmorgen, hä? Gell? Ja, eine lange Nacht an der Bar gehabt. Ja, ich weiss. Ja. Hast alles gegeben, hä? Here's something made up, it's powerful stuff, and it needs a fun word, so let's call it fluff. It's not mine to keep, but it needs to get out, and if you got it, go get it and share it around. Give fluff, 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 fluff. Und Sohn weisst noch nicht so recht, ob noch eins nehmen oder nicht, gell? Und Sani, du? Du hast noch eins genommen? So. So eine bist du. Ja, ehrenvoll. Ja. To everyone have fluff, 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 and make everything out of fluff, 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 'cause there's always enough fluff, 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 that's the stuff. White Fork heisst das, glaube ich. Das braucht man beim No-Till, zum Sauerstoff im Boden reinbringen und ein bisschen den Bodenloch aufmachen. Wir brauchen es jetzt zum Löcher vorgeben für den Widerstil. Da hat es Löcher gegeben. Und die können wir so wie da rechts dann können stecken und binden, um dann die Regenbogenallee anfangen zu machen, ist Gedanke. Und dann füllen wir den Boden mit Kompost. Hinter den Löcher wieder mit Kompost füllen und Wasser füllen und dann sollte das wachsen wie verrückt. So ist es. Sometimes I see that fluff on faces in the crowd, young or old, it doesn't matter, it's just there hanging out. I see it in mom, I see it in dad, I see it in my friends, and I am so glad we have fluff, 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 fluff. For everyone give fluff, 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 fluff. Da am Kurve kommt, wow, schau mal, wie schön. Hä? Rainbow Alley. Also wenn das jetzt so ankommt und wächst, wie man sich das wünscht, wird das ja Hammer. Richtig schön. Jetzt mal schauen. And make everything out of fluff, 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 'cause there's always enough fluff, 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 that's the stuff. Lately I've come to realize that fluff is all around us, inside and outside, and I'm glad that it found us. The more that we share it, the more that there'll be, and it's time to set all this fluff free. So fluff into the sky, fluff into the land, I fluff all over you, and I hope you understand. The thing about fluff is it never ever ends, so fluff with me now and fluff on all your friends.
Love, love, it love. Ja, sind ihr gerne dort? Hä? Ja, ihr Hübschen. Everywhere my friends are all around me, and it's my guess that they are with you too. If you wanna keep them being friendly, treat your friends as you'd like them to treat you. Well, who are all these friends I hear you asking? Right now it feels like I am all alone. But friends are always right there when you need them, making up this place that we call home. Well, let me introduce you to some of my good friends, and you may recognize them as someone whom you depend. Oh, there's the trees. Wissen mal, wer dort springen gekommen ist? Hä, Breezy? Willst du auch mitkommen spazieren? Ja, dann komm. Gell? Die Hunde und ich, wir sind unterwegs, gell? Breezy hat auch mitkommen. Ja. Ja, da kommt sie. Gell, Breeze? Ja. Breeze möchte auch spazieren. Also los. And the bees, Lauf, Breeze. the rivers, Lauf. you and them and me. You'll find friends in unexpected places, plants, animals, and other people too. In real life more than in cyberspaces, and friends don't always look or think like you. Also bei mir ist jetzt Montag am Abend. Vorher bin ich noch mal schnell hinten bei den Geissen. Gerade gesehen, die sind da gerade unten zum Zaun aus. Aber ja, sind gerade unten dran gewesen und sie gerade wieder rein tun. Von dem her easy. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache noch schnell die Box auf. Weil da hat noch Gasflaschen drin. Und die würde ich eigentlich ungern da drinnen lassen, die würde ich lieber verräumen. Ja, das mache ich jetzt glaube ich schnell, bevor ich zu Nacht esse. Da habe ich schon mal den Deckel weggenommen von der Box. Genau so sieht es aus. Da hinten sind Betten und Matratzen. Vorne sind noch die Schlaufen, da ist noch die Kiste, Zeug und Sachen. Und da sind eben auch die Gasflaschen. Ja. Und die nehme ich jetzt raus. Ja, also 3 habe ich schon. Gell, Drake? Ja. Und eine ist jetzt noch da hinten rein. Und zuerst noch für rupfen. Ja, geht schon. Easy! Yes, ganz ehrlich. Das war erst die erste Flasche. Es hat noch 3 da. Ja, und ganz ehrlich ist auch jede 10,5 Kilo. Aber zum Glück mache ich es jetzt am Abend, jetzt ist es nicht mehr so heiß, weil am Tag würde ich das glaube ich nicht machen. Gell, Chili? Können wir schon alle zuschauen? Ha? Immer schauen, wie die anderen schuften, ihr Viecher ihr. Ha? Gell, Chili? To be a good friend, here are some things that you need. Chili, du posest heute richtig. Ha? Willst du unbedingt im Video sein? Honesty and loyalty and all the cups of tea. Oh, with the trees and the bees, the rivers, and everything you see. That's right. Nehmen wir. Nehmen wir. Hopp, hopp, hopp. Ja, nehmen wir. Nehmen den Stecker. Hören wir das Vogelkonzert im Hintergrund? Hören wir es.
irgendwo da oben sind und pfeifen so schön. Irgendwo da hinten. We're all friends. Bacteria. We're all friends. Eukaryotes. We're all friends. Archaea. We're all friends. You and you and what about you and them and that thing over there? It's not even really a thing. It's my friend. Hey, well, we're all friends. Ja, bei mir ist jetzt der Montag am Morgen. Die Sonne scheint. Es hat noch ein bisschen geregnet in der Nacht. Und gestern extra noch ein bisschen angefürchtet, die Video und so, damit, weil ich denke, es kommt sicher noch regnen. Dann haben sie nachher wirklich schön nass. Ich mache mich jetzt gerade auf den Weg. Die Viecher sind so weit mal alle klar. Wir gehen posten, gell, die Hündis. Dann haben wir das schon mal erledigt. Und ja, ich brauche noch ein paar Sachen vom Bau und Hobby. Ich habe ein paar Projekte, die ich machen möchte diese Woche. Das seht ihr ja dann noch. Ja, aber jetzt starten wir zuerst mal mit Einkaufen. Chili, du kannst nicht mitkommen. Ja, Chili will auch mitkommen. Chili, los, Kleine, du musst hier bleiben. Du kannst nicht mitkommen. Wir gehen einkaufen. Du musst hier bleiben. Gell? Chili, du hier bleiben. Ja, freuen wir euch, wenn wir so viel gehen. Aufpassen. Ja, fein machst du das. Fein. Feine Chili. Ja, du musst hier mit aufpassen, gell, wenn wir mit hier sind. Fred, Chili macht das schon. Ja, deine Hündin, so sind wir brav. Schön warten. Ja. So, die Hunde und ich haben ein Mittagspäuschen gemacht. Und jetzt gehen wir die Matratzen ausräumen, die noch in der Box sind. Und zwar, ja, es ist nicht so schön Wetter. Ich bin froh, bin ich schon gepostet am Morgen. Es war noch ein bisschen sonnig zwischendrin, aber es ist angenehm zum Auf- und Runterlaufen. Und jetzt habe ich das Gefühl, es könnte wahrscheinlich eher bald regnen kommen. Und wir haben ja noch die Matratze in der Box. Und ich habe ja gestern die Gasflasche rausgenommen. Dann konnte ich natürlich die Box alleine nicht mehr zumachen. Ja, und jetzt habe ich überlegt, dass ich wenigstens die Matratze noch aus der Box rausnehme und ins Bauern wieder auftrage. Ja, genau, so sieht es aus momentan in der Box. 4 Matratzen, die Teile, die Seitenwände sozusagen von den Betten, dann 4 Lattenrost, noch leere Harassen. Ja, jetzt mal schauen, was ich alles aufträge. Ja, die Matratzen sind mal im Bauern wieder. Gell, Bonnie? So appreciate the small things, the small things, appreciate the small. Just appreciate the small things, appreciate them all. Granules of sand make up the beach. Beetles and ants, there's more than one each. Think of the littlest thing you can fathom. Is it a molecule or an atom or maybe a quark? What the? Appreciate the small things. Hey, ihr seid also in der Dusche am Grüßen. The small. Yeah, just appreciate the small things. The small things, appreciate them all. You don't need
Gibt schönes, gell? and a Lamborghini or 20 million followers. Es ist Dienstag am Morgen, die Sonne scheint wieder. Ja, ich glaube, es gibt ein fantastisches Tag heute. Mal schauen, mal schauen. Was meinst du, Sani? Gutes Tag heute, hä? Gell? Ja. Du, wann kommt deine Lightning? Hä? Wann kommt das Kleine? Wann kommt es denn? Ja, also jetzt am Nachmittag ist es mega schön sonnig. Jetzt bin ich da vor dem Pura Vida. Ein bisschen am Zeug zusammenräumen und ja, anders machen, weil es stört mich irgendwie. Der ganze Platz ist mit diesen Gewächshäusern verbaut. Und ich finde, man könnte eigentlich viel besser nutzen. Und da unten hat es Platz, den wir eigentlich nicht brauchen. Und ich finde, es ist viel besser geeignet für die Gewächshäuser. Ja? Und jetzt will ich die mal umräumen. Genau. Das habe ich jetzt schon angefangen. Da im Hintergrund sehen wir schon die Fenster. Die habe ich schon weggenommen, hergelehnt an die Mauer. Ich habe gedacht, eigentlich könnte man gerade so Gewächshäuser an der Mauer probieren mit diesen Fenstern. Dass du einfach das Zeug hinten dran her tust. Ich weiss aber nicht, ob es langt, aber ja, du. Warum nicht? Mal ausprobieren. Ja, und das sind jetzt die Dinger. Und die verschiebe ich jetzt. Und zwar da unten her, das zeige ich euch. Ja, gerade von da oben eigentlich. Sind alle mega neugierig, gell? Passen auf. So, gerade da unten her. Und da ist eigentlich so das Plätzchen. Da haben wir eigentlich wie nichts. Und da ja, hockt man auch nicht oder ist ja auch mega hoch oder so. Und da ist viel angenehmer das Plätzchen eigentlich. So vor dem Pura Vida. Da geht ja auch die Stege vorbei. Ja, und ich finde, das ist voll Platzverschwendung. Ja, ich bin das Zeug auseinanderbauen. Es ist natürlich voll zusammengefallen. Jetzt habe ich beschlossen, ich nehme alles auseinander. Und ja, da kann ich dafür dann am Colin sagen, dass er jetzt wieder mehr Holz und alles hat zum Terrassen bauen. Seht ihr, all die Einzelteile da, die muss ich noch wegnehmen. Genau, alle die hat er. Sogar so zum Einschlagen und so. Mega cool, oder? Freut er sich doch sicher. Ja, jetzt hat es wieder einen neuen Platz gegeben vor dem Pura Vida, einfach so zum Nutzen. Mega cool. Und ja, weil jetzt ja alles auseinandergenommen haben, habe ich jetzt auch den Platz nicht gebraucht, den ich vorher gedacht habe. Das heisst, mir ist die Idee gekommen, eigentlich könnte ich an dem Platz, wo ich denke, am Frühbeetli, gleich den Solartrockner hermachen, weil ich glaube, ich teste das aus mit diesem Frühbeetli oder Hausmauer entlang, weil ja, dort haben wir sowieso nichts drin, die Beetli kommen einen Weg nicht. Colin hat dort noch Holz biegen, das geht auch. Kann man gut so ein paar Fenster haben, kann man gerade rechts und links zumachen mit Holz. Ja, ich habe das Gefühl, das geht super. Was meinst du, Fena? Schon, gell? Bonnie, du bist ertappt. Auf frischer Tat. Ja, Bonnie. Bonnie hat da, gesehen ihr, am Colin seine Video ausgerissen. Ich bin nämlich gerade vorher durchgelaufen und habe gedacht, auf dem Rückweg, hey, wieso liegen jetzt da überall wieder rum? Die Esel sind ja gerne nicht in der Nähe. Und Paris rupft die nämlich auch noch gerne aus. Und jetzt habe ich es herausgefunden. Es ist einfach Bonnie. Also Colin, es tut mir leid, aber Bonnie rupft ihn wieder aus. When I was a little boy, I liked to catch the rain. While people all around my town watched it flow right down the drain. So, gang auf die Zeigefinger. So, jetzt gehe ich noch schnell zu den Geissen Wasser bringen. Es ist nicht mehr so heiß. Und jetzt haben sie sicher Durst vom ganzen Tag. Schnell ein bisschen mit den Hunden über das Land laufen und schauen, was alles noch so rum ist. Wie es so aussieht und wer ich noch so antrifft. Ja, was ich heute noch gemacht habe, ist hier frei. Ich liebe, wenn ich da besser dazukomme zu dieser ganzen Station und. Und da einen am Zaun sind wir eh nicht so. Von dem her jetzt habe ich alles den Tisch hier übergestellt. Und ja, jetzt haben wir da ein bisschen mehr Platz. Da drunter kommen wir da besser dazu. Yes. Gell? Because our little shed in the bush wasn't on the main. The only water we had to use was in a tank from the rain. Nein, die Viecher sind echt zu viele. Zuoberst sind Schafe, dann kommen Geiss und die Esel sind auch da. Alle auf einem Haufen, obwohl die einzigen, die jetzt sind Geissen. Seht ihr, da sind die Esel. Die Geissen sind nicht, die sind jetzt gerade alle da hinten. Sieht man sie glaube ich nicht. Einmal da hinten unten. Genau, da die Jungs sieht man ja. Genau. Und da weiter oben.
Ah, da. Sehen ihr die Madeleine? Sie versteckt sich mit ihrer scheiß Frisur. Cause there's no such thing as Hallo, meine waste. hübschen Geister. Hallo, Only stuff in the wrong miteinander. place. Hi, ihr Schönen. No, there's no such thing as Hallo. waste. Ah, und das gut? Misusing water's ages. Ja. Ah, Moved to the Findest du city, das so, rented Sonny? a house on Geht's my dir way ganz to gut? buy a bed. So one lying on the Frieda. side of the road, so I took that ja, one ich muss hier instead. aufpassen, das ist das Kabel. Reach a couch in a big old plasma screen. It's the biggest pile of thrown out stuff that I had ever seen. But there's no such thing as waste. Oh no. Only stuff in the wrong place. Yeah. That's right, there's no such thing as waste. That old landfill is a disgrace. So, Mittwochmorgen. Morgenstunde hat Gold im Mund. Ich bin schon früh auf. Heute wird sicher warm und schön. Jetzt habe ich gerade schon die Stelle gemacht. Eselstall. Jetzt habe ich gerade noch da bei der Häsli gellend. Schön rausgemistet. Ja, alle gefüttert. Und zu den Geistern gehe ich dann später am Abend. Und dann haben sie auch Durst. Und gestern habe ich noch frisches Wasser gebracht. Es ist lange bis heute Abend. Und am Abend ist es auch nicht mehr so heiß zum Auflaufen dann. Für mich. Ja, die Hühner sind auch draußen. Ja, das mit diesen Hühnern ist so ein Thema. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir keine neuen Hühner werden anschaffen. Weil sicher momentan nicht. Ich vermute, dass der Fuchs Junge hat. Der kommt wirklich sehr viel momentan. Und ja. Und ja, das ist halt so etwas, was nicht so toll ist, gell? Aber ja, wir werden uns Lösungen überlegen. Vielleicht werden wir auch das ganze Hühnerkäfig neu machen, hat der Colin schon die Idee gehabt, oder ein paar Veränderungen machen. Mal schauen, wie es dann kommt. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, wir brauchen Hühner, die geeignet sind wirklich für da. Und das sind einfach nicht Hybride. Sorry, es tut mir einfach leid. Ich weiss, dass die auch immer Plätzchen suchen und. Aber ich habe das Gefühl, wir brauchen da Hühner, die wirklich ein bisschen grösser sind, die da klarkommen, die auch auf den Baum hochfliegen können, die einfach ein bisschen in die Umgebung passen. Und halt nicht Hybride, die irgendwie schon bei Windstoß nicht wissen, was los ist und so weiter. Das ist einfach, ja... Es tut mir mega leid, wir Menschen haben das selber gemacht. Wir haben die Tiere so verzüchtet und gemacht. Aber das ist nichts mehr. Ja, also, Thema Hühner. Mal noch schauen, überlegen, Zeit lassen und dann sehen wir weiter. Down the track, I found out that diesel cars can run on veggie fat. Bought a truck and hit the road, smelling like fish and chips. I rescued piles of wasted oil from the back of restaurants. I'd be a fool if I bought my fuel when there's oil nobody wants. 'Cause there's no such thing as waste. Oh no. Only stuff. Wow, jetzt bin ich wieder daheim. Schon 5:30, recht lange unterwegs gewesen. Eigentlich wollte ich schon um 12 Uhr gehen, gemütlich mit den Hunden auf die Brücke laufen. Zuerst auf die Post, lalala, dann zum Termin und sowieso an einen Weg. Aber dann waren noch Leute an der Bar und noch mehr Leute gekommen. Und dann nachher irgendwie war es dann gleich eins, wie ich gegangen bin. Ich musste ziemlich Gas geben. Und ja, ich bin auf die Brücke gesegelt sozusagen. Aber alles klappt. Und jetzt bin ich wieder daheim. Jetzt habe ich noch ein paar Sachen eingetöstelt. Colin sagt immer, er kommt so in den Kaufrausch von der Pflanzen. Mir geht es auch so. Jetzt zeige ich euch meine kleine Ausbeute, die ich noch gemacht habe heute. Ja, hier seht ihr es. Ich habe hier noch ein paar Blümchen für oben bei den Fenstern. Dann habe ich hier noch Lavendel, verschiedene Kräutchen, Schnittlauch, Peterli, Rosmarin, Thymian, Oregano, Liebstöckel. Ja,
so klassische Sachen halt, die man auch immer brauchen kann. Genau. Und weil es ja noch so regnet nachher später, pflanze ich das Zeug jetzt ganz schnell. Und dann kann es nachher ganz schön anfeuchten. Ja, perfekt, oder? Only stuff in the wrong place. Yeah, I said there's no such thing as waste. That old idea's gotta be replaced. Now we gotta refuse, reuse, reuse, repair, recycle. So, die Hanna war heute noch da. Sie hat uns Tomaten aufgebunden. Danke, Hanna. Refuse, reduce, reuse, repair, recycle. Now I get my So, da sind jetzt meine Blümchen gesetzt. Seht ihr? Und da extra ein bisschen weiter hin, damit da die Katzen gleich noch raufkommen können. Und Katzenleiter, sieht man es. Ja. Passt, freue mich. Sieht schön aus. Ja, da hinter mir seht ihr gerade noch ein anderes Projekt, das ich jetzt gerade noch schnell gemacht habe am Abend. Ich mache jetzt nicht so die grossen Sachen, aber dafür einen Haufen kleine, die es auch immer braucht. Und zwar habe ich endlich das Flügelgitter wieder richtig hergemacht. Seht ihr? Das ist eins, was ich hier in der Mitte öffnen kann. Und irgendwie letztes Jahr hat man die ganze Zeit auf der Seite rumgerissen, gerupft und gemacht. Ich glaube, die Hufer haben damals nicht genau gecheckt, wie das aufgeht. Und irgendwann hat es die Nägel ausgerissen. Das habe ich heute neu gekauft und habe da ganz viele rein tun. Das sollte sicher heben. things out of garbage bins and I compost every crumb. I save my seeds and eat my weeds. Gell, Monsun, so eine Bar ist auch noch praktisch zum den Rücken kratzen. Feed the leftovers to your mum. Gonna build a house from the rubbish tip. Gonna keep this planet clean. Reuse ideas that have been around for years. To live within its means. Cause there's no such thing as waste. Oh no. Ja. Only stuff. Ja, Donnerstag am Morgen. Heute ist Viertag. Es hat geregnet über Nacht. Ist gut, die haben zwar gestern extra gleich noch Wasser gegeben. Ich habe so einen Husten, ich habe nicht so gut geschlafen, die ganze Nacht gehustet. Ich muss dann ein bisschen Salbeitee trinken. Und jetzt schauen, was wir da noch sonst noch haben. Ja. Ich habe das Gefühl, es tut heute noch auf. Ich habe jetzt alles mal parat gemacht. Bar und so weiter, die Runde schon gemacht. Und ja, mal gespannt, was das täglich heute noch so bringt. In the wrong place. We did. I said there's no such thing as waste. Yeah, only opportunity to be embraced. Ja, heute hatte ich eine wichtige Erkenntnis. Also eigentlich habe ich es schon länger, aber ich habe mir es nie so ganz zu Ende gedenkt. Ja, und zwar, wenn die Hühner, wenn sie sich gewöhnt sind, dass sie drinnen sind, dann fressen sie auch gerne das Hühnerfutter. Und sobald sich die Hühner aber daran gewöhnen, dass sie sich selber das Futter suchen können und dass sie fressen können, was sie Lust haben, am Morgen, wenn ich sie rauslasse zum Stall, dann gebe ich ihnen schon Futter. Aber ich muss ehrlich sagen, sie fressen schnell ein bisschen und nachher gehen sie lieber anderes Zeug fressen. Und momentan habe ich das Gefühl, es liegt mehr Hühnerfutter am Boden, als sie fressen es gerne nicht. Also darum ja, ist meine logische Schlussfolgerung oder die Behauptung, die ich aufstelle. Die Hühner sind eigentlich, wenn sie auswählen können zwischen dem Hühnerfutter, das sie kriegen, und dem Zeug, das sie selber suchen können und in der Natur auswählen, was sie gerne fressen, dann nehmen sie sicher nicht das Hühnerfutter. Sollte man vielleicht auch mal sich so Gedanken darüber machen. Also bei unseren Katzen ist es ähnlich. Die haben da aussen auch jenes zu fressen. Mäuse und Zeug und Sachen. Und zwar also keine Spitzmäuse. Die fressen es ja nicht, aber andere fressen es. Und Vögel und weiss ich, was halt alles verwünschen. Eidechsel und. Und die fressen auch viel weniger Katzenfutter. Also im Winter brauchen sie definitiv mehr. Ja, bei den Hunden ist natürlich, ja, die können nicht gross Hirsche oder weiss ich was jagen haben und zum Fressen. Bei den Hunden ist es natürlich anders, aber ja. Und unsere Geissen, Schafe und Esel, die im Sommer kriegen die kein Heu. Die haben genug, um sich so zu ernähren. Im Winter, ja klar, wenn sie wenig
weniger hat oder Schnee liegt oder wir die Weide immer ein bisschen lassen, dann kriegen sie natürlich schon Heu. Das ist klar, aber im Sommer brauchen sie definitiv nicht zusätzlich. Ja, zu guter Letzt noch die Hasen. Die Hasen die kriegen auch einfach alles, was in der Natur ist. Also die fressen auch alles, wenn es Stichchen geben und. Natürlich ab und zu kriegen sie auch mal Salatblätter oder sonst irgendetwas. Ist klar. Oder alles Mögliche, aber ja, wir kaufen also kein Hasenfutter ein. Ja, und so haben wir dann den Kreislauf. Alles, was wächst, wird gefressen. Egal ob von Mensch oder Tier. Und dann wird es wieder ausgeschieden und wieder verwendet. Und so haben wir den eigenen Kreislauf da oben. Mhm. I love it when it turns up on the plate. So I really want to thank everyone who made it and give them a shout out. So, heute Nachmittag ist das Projekt, dass wir das Ding hier abbauen. Das brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Und das ganze Material, das kann ich dann gleich brauchen, weil ich will eine neue Terrasse, also eine kleine Terrasse, die hier in der Nähe vom Haus ist, für meine 2 Solartrechner. Ja, letztes Jahr der Platz hat sich nicht so gut geeignet, den wir extra gebaut haben. Ja, der Weg ist zu weit und es ist irgendwie, ja, ich habe einmal Sachen getroffen, haben wir den Monsun den ganzen Kasten auseinandergenommen und alles gefressen. Ja, von dem her neues Plätzchen, ein neues Projekt muss her und das habe ich gefunden. So, und da, wo ich jetzt schon das erste Brett abgeladen habe und den Zaun, da soll dann meine neue Terrasse sein für die Solartrechner. Genau, Fena, du zeigst genau wo. Ja, genau dort. Feine. Ja. Ja. Es sieht aber aus, als hätte ich einen Stopp im Projekt, weil ich brauche dringend einen Kreuzschraubenzieher. Natürlich finde ich alle möglichen Sterne, flache und so weiter und so fort, aber natürlich nicht ein Kreuz. Die sind in der Größe, die ich brauche. Ja, darum entweder suche ich jetzt noch weiter, was ich eigentlich nicht so Lust habe, oder ja, unterbrechen halt mein Projekt. Was mir aber zwar auch ansteht. Thank you, love and gratitude. Love and gratitude, love and gratitude. Yeah. I'm so very grateful for this food. Grateful for the food, grateful for the food. Ja, so verspielt sind unsere Eseli. From everybody who made the food and everybody who got the food, to the hand that picked the food and the land that grew the food, the living thing that was the food and the Also die Eseli finden den neu gewonnenen Platz vor dem Bauernweide auch super. Und tun gerade alles ausreißen, was man nicht braucht, gell? pollinator of the food. And thank you, whoever discovered the food and first fell in love with the food. Ich bin auf dem Weg abwärts, voller Rucksack. Treffe dann den Colin. Er hat ja heute noch Markt und war ja diese Woche im Lehrbetrieb. Jetzt treffen wir uns schnell an der Bushaltestelle. Dann gebe ich ihm noch die Wäsche mit, die er mitnehmen kann, schon mal in das Wegezimmer. Und dann gibt er mir seine Sachen dafür zum Aufnehmen. Dann gehen wir noch schnell posten für das Wochenende. Die Hunde haben ein bisschen Bewegung. Ja. Und es regnet einen Weg, also regnet es tröpfelt ein bisschen. Und von dem her, ja, ist mir gleich, mache ich draussen nicht. Heute Morgen habe ich, also gestern habe ich ja noch die Bauernweide, das zeige ich euch dann später noch, filme ich das noch. Dann habe ich noch ein paar Sachen gemacht in Bauernweide. Dann habe ich diese Ferien habe ich mir vorgenommen, in jedem Raum, und wir haben ja nicht so viel, aber
aber trotzdem, genau wegen dem, weil wir ja, wie soll ich sagen, eher tiny house-mässig wohnen. Sehr platzbeschränkt, muss man halt alles clever einräumen und organisieren und so weiter. Und ich habe ehrlich gesagt, seit wir eingezogen sind, da bin ich auch noch am Arbeiten gewesen, habe ich so zwischendrin mal schnell Zeug eingeräumt vom Fena. Und ja, seit dort habe ich eigentlich gerne im grossen Zeit gehabt, um irgendetwas zu machen, weil andauernd haben wir irgendwelche Projekte am Laufen gehabt oder sonstiges Zeug. Es gibt halt wirklich immer extrem viel zu tun bei uns. Und von dem her habe ich mir vorgenommen, eben, dass ich die Ferien jeden Tag in einem Raum ein Kästchen mache, dass ich am Schluss in allen Räumen jedes einzelne Kästchen, Schublade und so weiter geschaut habe, ist das sinnvoll, was dort innen ist. Verhebt kann man es öffnen, ohne dass das Zeug einem entgegenkommt und so weiter und so fort. Und ja, habe ich einfach neu strukturiert und Ordnung gemacht. Ich habe hohe Freude. Ich habe ja das gerne. Ich habe gerne Ordnung und Struktur. Ja, und ja, jetzt habe ich es wieder, auf jeden Fall. Genau, das habe ich auch natürlich immer inzwischen noch gemacht. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich glaube, das ist für euch nicht ganz so spannend, dass ich das filme. Aber ja, wenn es wirklich, wie soll ich sagen, beeindruckende Vorher-Nachher-Bilder würde geben, dann würde ich euch die natürlich nicht vorenthalten. Ja, so starte ich mal im Freitag. Mal schauen, was der Tag heute ist. Grateful for the food. I'm grateful for the food. Das allerschönste Regenwetter ist der Dickdammandli. Schön, oder? Meinst du, Bonnie? Ja, wenn wir mal schauen, der Wanderweg. So langsam der reinste Dschungel hier. Some people tell me that I'm crazy. Gesehen, meine Brille voller Tropfen. Schifft. Ja, ich bin auf der Suche nach 4 Geissen. Colin hat gesagt, er hat sie vom Bus aus gesehen. Und ja, jetzt bin ich da, habe mich auf den Weg gemacht. So muss ich suchen. Bis jetzt habe ich aber noch nichts gesehen. Mal schauen. Ich mache das immer mit intuitivem Laufen sozusagen. Ich laufe einfach los. Und meistens komme ich an den richtigen Ort und finde sie. Ja, und jetzt muss ich gerade sagen, apropos Wanderweg, es ist wirklich ein hoher Dschungel da, ein hohes Gras und Distel und alles Mögliche. 'Cause I do things that don't fit in with the rest of society. Like my love of small spaces. Ja, und da habe ich sie auch schon gefunden. Hängen sie umeinander. Hallo Ladies, ihr Schönen. Kommt. Kommen wir heim. Ja, so habe ich es gerne. Geissen hinter mir. Gell, Ladies? So, ja, also meine 4 Ausbüchserinnen hier, die habe ich schon mal in den Stall getan, in Wiesnus. Jetzt können halt die Esel nicht rein. Ja, nun, Sani, falls du willst, heute Nacht die Bären, musst du halt in den Schafstall gehen. Genau. Die Hühner sind auch da. Und ja, morgen hätten wir sie ja sowieso geholt zum Umzäunen. Ja, und darum habe ich gedacht, ich tue sie gerade in den Stall. Die sind gerade versorgt. Morgen 4 weniger. Spielt ja nicht so eine Rolle. Schauen dieses Wachhuhn, das bewachte Ausgang und Eingang, gell? Niemand darf raus. Habt ihr gehört, Hündis? Er hat ein bisschen Angst, der Drake hat sich vorher getraut und mutig führen wollen, gell? Und dann hat er sich umgedreht und dann ist er jetzt da hinten verschwunden. So, Kampfhuhn, wir müssen jetzt raus. Ja, laufen Hündlis, hopp. Ja, es regnet ja und ich habe ja Geissen jetzt im Stall. Jetzt habe ich gedacht, ich gehe jetzt gleich noch ein paar so Geäste schneiden mit meiner super geilen Kräutersichel. Danke, Colin. Das war mein Geburtstagsgeschenk. Das habe ich mir schon lange gewünscht. Und ja, jetzt gehe ich da einige Sachen ein bisschen an den Kragen und bringe das dann den Geissen. Dann haben sie ein bisschen Zeitvertrieb am regnerischen Nachmittag im Stall.
Hündchen freuen sich auch gellend, sind gespannt, was wir machen, wissen noch nicht so recht. Ja, aber ich zeige es euch jetzt gerade. So, mal voll drücken die Ladies. Sind noch ein bisschen kritisch, gellend. Können wir mal schauen. Ha, zuerst noch schnell brunzen und dann abgefressen. Ha? Ja, schauen wie fein. Ha? Njammi, njammi. Ich lasse euch jetzt in Ruhe fressen. Ha? Und den Hase habe ich natürlich auch noch einen leckeren Schmaus mitgebracht. Too large. I just live in a box underneath the house off the corner of my garage. But the edge is where it's at, and it's easy to create. And my mama always Da unten said, ganze Zeug und unter dem Gras und allem. Ich habe zwei riesen Pilze entdeckt. Ich weiss aber nicht, was für das sind. Ich kenne mich leider viel zu wenig aus. Darum lasse ich sie stehen. Aber schön und gross sind "Wanna sie. living on the edge, then you're taking up too much space. Been looking to settle down, find someplace nice where I can get my hand on some marginal land." So, ich bin wieder and turn it daheim into paradise. und ich muss zu dem Zeitpunkt sagen, ich habe keine Videos gemacht diese Woche. Ich wollte arbeiten und mich auf das völlig einlassen. Und auch mein Lehrmeister in Privatsphäre. Aber ich kann euch eins sagen, ich bin so gerne Bauer. Milchwirtschaft, das ist jetzt definitiv nicht das, was wir in Dresden werden oben führen. Zum Glück können wir das nicht, in meinem Fall. Aber es ist sehr spannend und sehr streng. Also wirklich Hut ab für alle Milchproduzenten. Ihr müsst eure Milch mehr schätzen. Die Milchproduzenten sind im Fall ja, allgemein Bauer. Was mir am Bauern gefällt, ist ein Essen. Ohne Bauern gäbe es kein Essen, egal was für Essen. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf dem Weg daheim, habe keine Videos gemacht. Aber jetzt bin ich so gespannt. Ich freue mich so wieder heim auf Dresden. Ich bin so gespannt, auf was Claudia alles gemacht hat. Ich habe es ja zwar jetzt schon gesehen, wie ich es geschnitten und das Video ist jetzt draußen, aber ich habe es jetzt gerade in dem Moment noch nicht gesehen und ich freue mich. Wirklich, ich freue mich fest aufs Heimkommen. The smaller the better, and I don't care if it's bad. I guess I'm the kind of fella who'll always be a fringe dweller. Just do the best I can with what I have, because the edge is where it's at, and it's the most productive place. And my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space. Ja, es ist Sonntagnachmittag. Colin ist gerade das Video am Schneiden. Das heisst, ich muss das Abschlussvideo machen von dieser Woche. Ja, also gestern Samstag bin ich schon morgen früh auf, weil die anderen Geissen sind raus. Da bin ich den ganzen Morgen über das Land gelaufen, einmal quer über wieder die Retour durch das dicke Gestrüppe, Dschungel und so weiter. Ja, alles in allem bin ich, bin zuerst unterwegs gewesen, dann bin ich Retour nach etwa 2,5 Stunden. Dann hat der Colin angerufen, er ist gerade auf den Bus gegangen und hat gesagt, er hat sie gesehen. Dann bin ich wieder rauf, dann bin ich wieder unterwegs gewesen, dann ist er Retour gekommen, dann ist er auch noch gekommen und wir haben sie also nicht gefunden. Und dann bin ich schon ziemlich erschöpft gewesen, muss ich sagen, von dem ganzen Umgekraxeln in dem unwegsamen Gelände. Und dann haben wir dann noch gezäunt und haben aber dann nur 2 Zäune aufgestellt und nicht 4. Wir haben einfach nicht mehr mögen. Der Körper hat einfach gesagt, stopp, fertig jetzt. Und dann haben wir dann die anderen 4 schon mal rausgetan, auf die Weide wieder. Und die Schäfchen noch dazu. Und heute am Sonntagmorgen haben wir dann das noch fertig gemacht. Jetzt haben sie wieder eine grosse Fläche. Colin war auch noch mal schauen wegen den anderen Geissen. Wir haben sie eben noch nicht gefunden. Müssen wir also dann noch mal schauen. Ja, genau. Das war Samstag, Sonntag. Haben wir eigentlich, glaube ich, gar keine Videos mitgemacht. Ja, super Woche hatte ich. Es hat aber doch jetzt noch 2 Sachen, wo ich muss sagen, das ist so nicht schön.
Das eine ist, der Joe hat mit dem Fuchs noch einen Kampf gehabt. Also der Fuchs ist gekommen, der Joe ist auf ihn zu und hat leider kürzer gezogen. Also das heisst, wir haben jetzt keine Gückel mehr. Ja, eben. Ich habe mir ja schon geäußert zum Thema Hühner. Ich glaube, ich lande bei dem jetzt einmal. Und das andere ist, gestern, als wir rauf sind zu der Weide, haben wir gesehen, dass die Jeffrey sind ja draußen waren, es waren ja noch Geiss auf der Weide drin. Und der Jack war ja so, soll ich sagen, Spitzenbock gewesen. Und er hat ja immer den Ladies nachwählen. Und ja, er hat probiert zum Reingehen, hat sich mit dem Horn, er hat ja die schönen klingenden Hörner im Zaun verfangen. Ja, es war natürlich Strom drauf gewesen, gell? Und ja, auf jeden Fall hat er sich nicht mehr befreien. Ja, das ist ein unschönes Ende von dieser Woche. Ja, das gehört dazu. Man wünscht sich natürlich nicht, dass so etwas passiert, gell? Aber ja, es ist halt die Gefahr von der Elektrozüge. Ja, es tut auf jeden Fall sehr leid für den Jack. Er, der am Anfang so menschenscheu war, als er gekommen ist und nachher so ein anhänglicher Bock geworden ist, der einem immer nachgelaufen ist und immer wollte mit einem gestreichelt werden und schmüseln. Nein, wirklich eine mega Veränderung hat er durchgemacht. Und auch wenn er so war, jetzt als Papi für Charlie, die Rolle hat er gerne gespielt und gerne gemacht. Und ja, Jeffrey vermissen ihn natürlich, wir auch alle. Und ja, auch der Joe hat immer gut auf seine Ladies aufgepasst. Er hat das immer super gemacht. Und das ist doch ja, 2 grosse Verluste in dem Sinn. Ja, das ist es. Mit dem muss ich leider die Woche abschließen. Aber es gibt sicher wieder ganz viel Spannendes nächste Woche. Es ist jetzt natürlich nicht so toll, dass es nicht so ein positives Ende ist. Aber ja, mal etwas Positives. Jetzt kriegen wir gerade einen Besuch. Hat sich gerade noch angemeldet. Das ist doch auch schön, oder? Gell? Nächste Woche gibt es eine neue Moverin und sonst einen Haufen neue Projekte. Ich habe Colin ein paar Projekte aufs Auge gedruckt, die ich gerne möchte haben. Und ja, könnt ihr gespannt sein auf jeden Fall. Also, machen's gut. Danke fürs Schauen. Nicht vergessen, teilen, liken, abonnieren, weiterverzählen. Und ja, danke, dass du geschaut hast und danke, dass du da bist. Tschüss. I said the edge is where it's at, and there's no more time to waste. Cause my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space. Schau mal, Conny. Yeah, my mama always said, you're not living on the edge, then you're taking up